So, eine neue Aufnahme. Gut, wir sind in die Tunnel unterwegs und sind zuletzt von den Raptoren gejuckt worden. Und dann haben wir erfahren, dass irgendein Kraftwerk kurz vor der Explosion steht. Und da sind wir jetzt auf dem Weg dahin. So, was ist denn das da? Dieser Lüftungsschacht führt vielleicht auf die andere Seite der Tür. Nichts für ungut, Doc, aber keiner von uns passt da durch. Vielleicht? Vielleicht. Wo ist denn eigentlich der Dr. Harding und seine Tochter? Sie ist wirklich verschlossen. Habe ich doch gesagt. So, doch immer anscheinend nichts machen, oder? Dieser Lüftungsschacht führt ziemlich sicher auf die andere Seite der Tür. Ach so, da sind die zwei. Rauchen ist schlecht und schädlich, Jess. Du klingst wie die von der Anti-Raucher-Kampagne. Ich klinge wie ein Vater, dessen Kind nicht mehr weiß, was richtig und falsch ist. Obwohl es das behauptet. Ich bin kein Kind. Kann ich mal Vermissen Sie was? Nein. Ich frage mich nur, warum die Transportkäfige noch hier sind. Na klar. Seit du weggegangen bist. Hör zu, Dad. Ich Lea. bin heute fast gestorben. Lea. Mehr als nur einmal. Kannst du es nicht Lassen? Ich soll meine 14-jährige Tochter rauchen lassen? Niemals. Bleib in Sichtweite, bis wir von der Insel runter sind. Sonst was? Willst du das Betäubungsgewehr rausholen? Wenn's sein muss. Bis ich sicher bin, dass du uns nicht nochmal in Gefahr bringst, will ich dich im Auge So, die behalten. streiten gerade. Viel dafür Jerry, getan, damit bitte. wir überleben. Schon Auf vergessen? ein Wort? Du hast mir versprochen, nicht mehr zu stehlen, Jess. Ich wollte nur eine Zigarette. Jerry, Ich hätte sie auch bitte. zurückgegeben. Ich muss konnte dringend ja wohl mit Ihnen schlecht danach sprechen. fragen. Du müsstest nicht fragen, wenn du gar nicht erst damit angefangen hättest. Okay, das reicht. Tut mir leid. Jess, wir reden später. Wie kann ich helfen? Wir haben ein Problem. Wir kommen nur durch den Lüftungsschacht an der Tür zum Kraftwerk vorbei. Und da passt wahrscheinlich nur Jess durch. Auf keinen Fall. Meine Tochter hat bewiesen, dass sie nicht mal auf sich selbst aufpassen kann. Ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Wir müssen einen anderen Weg. Jess? Jessie? Jessie! Schon okay. Die Saurier haben den Lüftungsschacht bestimmt nicht benutzt. Welcher Lüftungsschacht? Was für Dinosaurier? Mein Gott. Jess! Was? Gut gemacht, Jess. Danke. So, und schon sind wir drüben. Okay, alle mal zuhören. Wir müssen Dampfdruck ablassen. Der Druck darf sich nicht anstauen. Wonach suchen wir? Eine Stromkonsole. Und vermutlich ein Hauptablassventil. Tut mir wirklich leid, Dad. Ich wollte nur... Du wolltest nur alles ignorieren, was ich gesagt habe. Jetzt bleib gefälligst da, wo ich dich sehen kann. Okay, ganz bestimmt. Ehrlich. Tut mir leid. Gut, eine Stromkonsole und ein Hauptablassventil. Gut, dann nehmen wir mal das da. So viele Transformatoren. Das Kraftwerk produziert genug Strom, um eine Kleinstadt zu versorgen. Sehen Sie das große Rad da oben? Das müsste das Druckventil sein, das wir suchen. Ich mach das schon. Gut, das Ventil haben wir. So, jetzt wäre es wahrscheinlich gleich klemmen. Gut, dass der Lavastrom so weit unter uns ist. Nur ein Stück näher. Und die Hitze wäre unerträglich. Lava. Gut, dann schauen wir mal, was passiert. Lassen Sie den Druck erst ab, wenn ich den Strom abschalte. Sonst wird das System nicht richtig zurückgesetzt. Okay, Ach, der ist auch noch. Dann schauen wir mal zu Dr. Sorkin. So, Strom. Ich glaube, da oben habe ich was gesehen. Das da oben an der Leiter sieht wie die Stromkonsole aus.
Tja, das Schild müssen Sie wohl aktualisieren. Okay. Wie war das nochmal? Wir können den Kondensator nicht laden, bevor der Dampf abgelassen ist. Zu riskant. Ach so, dann schalten wir erstmal ab. Okay. Sieht aus, als müssten wir den Schaltkreis zum Öffnen drücken, um den Strom abzustellen. Das klappt sicher nicht. Zum Öffnen drücken. Ergibt Sinn. Jetzt so. Wir schließen den Stromkreis erst, wenn der Kondensator geladen ist. Wir müssen den Dampf ablassen, bevor wir den Strom einschalten. Ja, wie jetzt? Lassen wir mal den Dampf ab. Ja, wie ich mir gedacht habe, klemmt das Ding. Klappt nicht. Ich brauche Hilfe. Ja, wo ist denn der Oscar? Kann mir jemand mit dem Ventil helfen? Es bewegt sich nicht. Klar, wir öffnen auch Gurkengläser. Gut, drittes musst du auf das normal hinhauen. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Stopp! Stopp! Wir schaffen das! Nein, ich meine Stopp! Es sollte nicht so schwer sein, das Ventil aufzudrehen. Es muss einen motorisierten Hilfsmechanismus geben. Mit Gewalt könnten Sie etwas kaputt machen. Ich schaue es mir an. Wenn es einen Motor gibt, müssen Sie die Verbindung trennen, bevor es sich von selbst bewegt. Was, ein Motor? Sieht aus wie ein Schornstein. Ja, ein Schornstein. Und sonst? Hammer? Was, wie geht's zurück? So. Ich sehe gar nichts. Ach, da unten. In dem kleinen Raum da unten. Da befindet sich vielleicht der Motor, den wir suchen. Ich seh's mir an. Oh, trotzdem können wir auch schon. Sonst haben wir nix sehen, dann schauen wir mal rein. Der Motor ist hin. Ausgebrannt. Gut, der Motor ist kaputt. Okay, ich weiß, was den Motor hält. Super, aber wir haben kein Werkzeug. Ich brauch keins. Ist nur eine Riegel. Praktisch. Das Ding schnell rausholen zu können, war wohl eingeplant. Okay, was passiert da? Hab's geschafft. Super, versuchen wir es nochmal. Ach so, der Motor ist weg. Dann probieren wir es nochmal zum Dran. Geschafft. Der Dampf ist abgelassen. Jetzt müssen wir nur noch den Strom einschalten. So, Strom brauchen wir. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich komme schon zurecht, danke. 1. 2. Und nochmal. 3. 4. Ist das... Das zum Schließen drücken Licht heißt, der Kondensator ist geladen. Genau. Ich schließe den Schaltkreis und schalte den Strom wieder ein. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen musst. Was ist los? Laura? Keine Sorgen, ja? Keine Panik. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz des Kraftwerks. Wir haben sie wahrscheinlich aktiviert, als wir den Motor oder etwas anderes abgeschaltet haben. Alles okay. Wenn Sie das sagen.
So, okay, schaut es nicht aus. Laufen Sie zur Leiter, Nima, bevor Sie Ihnen den Weg abschneiden. Ich versuch's. So, jetzt darf die alte Renner. So ein hat sie's. Ach so, ja, das kennen wir ja. Ich schließe den Schaltkreis und schalte den Strom wieder ein. Bitte nicht explodieren, bitte nicht explodieren. Es gibt nichts, worüber können wir du das dir überspringen? Sorgen machen musst. Anscheinend nicht. Gut, dann los wir's. Was ist los? Laura? Keine Sorge, ja? Keine Panik. Es ist nur eine Sicherheitsmaßnahme zum Schutz des Kraftwerks. Wir haben sie wahrscheinlich aktiviert, als wir den Motor oder etwas anderes abgeschaltet haben. Alles okay. Wenn Sie das sagen. Laufen Sie zur Leiter, Nima, bevor Sie Ihnen den Weg abschneiden. Ich versuch's. So, dem müssen wir schneller sein. Und dem sind wir schneller. Türregler. Sie sind völlig zerstört. Danke. Können Sie diese Türen nicht manuell öffnen? Leider nicht. Wir können sie nur mit den Schaltern an den Türen öffnen, durch die wir reingekommen sind. Ich kümmere mich drum. Was? Niemals! Das ist Selbstmord! Er hat recht. Die Raptoren wären niemals wieder hier, wenn sie noch Angst vor ihnen hätten. Dann muss ich Ihnen wohl noch mal Angst einjagen. Wenn wir das zumindest besprechen. Ich glaube, dass es einen Oscar jetzt bald nicht mehr gibt. Du weißt doch nicht genau, dass ich der Einzige bin, der es zur Schalltafel schaffen kann. Vielleicht. Aber wer sagt, dass du es allein machst? Ich. Hör zu, Billy. Wir müssen diese Leute hier rausholen. Und ohne uns beide haben sie keine Chance. Scheiße. Okay. Ich will, dass Sie alle hier warten, während ich die Sache kläre. Alles wird gut. Wie ist der Plan? Ich arbeite dran. Ich lasse es dich wissen. Gut, unten lauern die Raptoren. Noch mehr tolle Ideen? Da hinten ist die Schalltafel. Da müsste man eigentlich hin. Gibt es sonst irgendwas? Nix sehen. Was haben wir sonst noch im Angebot? So, was passiert, wenn wir da anklicken? Ich könnte da vorn runter. Aber ob das so eine gute Idee ist? Ich bin schon öfter so weit gesprungen. Okay, ich will, dass du die Leiter runterkriegst und die Raptoren köderst. Ah, alles klar. Ich dachte schon, du bist verrückt. Aber das ist ein toller Fällt Plan. dir was Besseres ein? Wir sollten einfach die Frau Doktor runterwerfen. Das würde sie ablenken. Nein, Sie könnten sterben. Noch bin ich nicht aus der Welt. Okay, dann springen wir mal da oben. Lenk sie ab, okay? Wenigstens ein paar Sekunden. Alles klar. Hey, danke. Und jetzt haben wir wieder gefragt, da wir die richtigen Knöpfe drücken. Ansonsten liegen wir unten. Hoffentlich kommt er zurück. Mach dir keine Sorgen. Der Mann hat's drauf.
Sie haben ihn doch gehasst. Aber ich respektiere seine Fähigkeit. Wenn es jemand schafft, dann er. Oskar! Gesellschaft! Hey! Wie wär's hiermit? Schöne, leckere Keule! Zu langsam, du blöde Echse! Also eigentlich... Gut so. Konzentriert euch auf Billy. Okay, wir schleichen jetzt rundum. Um irgendwie zur Schalltafel zu kommen. Oh oh. Komm auf die Beine, Oskar! Lauf! Ja, das war ja nix. Da war man nämlich wieder zu langsam. Oskar! Gesellschaft! Hey! Wie wär's hiermit? Schöne, leckere Keule! Zu langsam, du blöde Echse! Also eigentlich... Gut so. Konzentriert euch auf Billy. So, jetzt müssen wir flink sein, damit wir nicht nochmal sterben. Ich muss einfach laufen. Geht nicht anders. Ja, da waren wir jetzt langsam. Ich muss einfach laufen. Geht nicht anders. Das war gut, gute Idee. Was dein Freund hatte? Hinter dir! Drei auf einmal. Lauf, Oskar! Und Oskar, steh auf, steh auf! Ich glaube, dass der Oskar nicht schafft.